Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Mein heutiger Gast ist ein Jahrhundertzeuge. Tovia Ben-Chorin wurde in Jerusalem geboren, lange bevor der Staat Israel gegründet wurde. 3 Kriegseinsätze in der israelischen Armee prägten ihn zutiefst. Sie brachten ihn dazu, als Rabbiner stets den Dialog zu suchen. Mit Palästinensern, mit Juden, mit Christen, Muslimen und auch mit Atheisten. Heute ist Tovia Ben-Chorin Rabbiner in der jüdischen Gemeinde in St. Gallen. Über sein reiches Leben, über den Dialog und über die Frage, wie wir als Menschen in der heutigen Zeit Vertrauen bilden können, darüber spreche ich mit ihm in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie da sind, Rabbiner Ben-Chorin. Ich bedanke mich für die Einladung. Sie wurden 1936 in Jerusalem geboren. Ja. Was war das für ein Leben als Kind in Jerusalem Anfang der 40er Jahre? Für ein Kind war das sehr schön, weil auch sehr viel Terror da war. Dann konnte man auch nicht in die Schule gehen. Und das sind die schönen Seiten. Davon wird nie gesprochen. Aber sonst war es sehr interessant. Ich habe viel mit arabischen Kindern gespielt, wurde auch mal von denen verhaut, wie ich 9 Jahre alt war und kam nach Hause mit einer Beule. Und mein Vater fragte mich, was ist passiert? Ja, wir haben so schön gespielt und die arabischen Kinder haben uns verhaut. Da war mein Vater sehr empört, nahm seinen schönen Borsalino-Hut und beschloss, zum Muchtar des Dorfes zu gehen. An der Tür fragte mich, was habt ihr gespielt? Also mit Tränen im Auge. Wir haben so ulkig gespielt. Dass es ulkig war, weil was habt ihr genau gespielt? Wir haben ein Kind genommen, auf unsere Schulter getragen und sind um ein Rondell rumgegangen und haben geschrien, Begräbnis des Mufti, Begräbnis des Mufti. Daraufhin nahm mein Vater seinen Borsalino-Hut runter, hat es wieder aufgehängt, mich eingeladen, in seinem Arbeitszimmer zu kommen. Ich saß auf seinen Knien und er hat mir erklärt, solche Spiele darf man nicht spielen, das verletzt andere Leute. Das kann man nicht tun. Und ist nicht zum Muchtar gegangen. Also da haben Sie die Schelte noch von Ihrem Vater bekommen. Wenn ich aus Ihrem Erzählen so höre, dann klingt das für mich, als sei eine große Selbstverständlichkeit von Nähe zwischen jüdischer Bevölkerung und arabischer Bevölkerung damals vorhanden gewesen. Ich komme von einem Haus, wo das Dialog sehr echt da war. Es waren immer wieder Christen und auch orthodoxe Juden bei uns. Wir hatten einen Nachbar, der einen chassidischen Rabbi von Tel Aviv immer bei sich hatte zum Sommer. Und wir gingen dort zum Gottesdienst am Freitagabend. Und der Rabbi war in einem Nebenraum und hat dort gebetet. Und die Chassidim, die Leute, die kamen zum Gebet, haben immer reingeschaut und erkannte, wie weit der Rabbi ist, um es zu koordinieren. Also solche Geschichten, die ich dann im Buber, in den chassidischen Geschichten lese, habe ich selbst als Kind diese Erfahrung gemacht. Und wurde auch erzogen, verschiedene Richtungen des Judentums kennenzulernen. Und das erste Mal, wo ich einen Christbaum gesehen habe, einen Weihnachtsbaum, war ich 7 Jahre alt. Das waren bei christlichen Bekannten, die nicht weit von uns wohnten. Und wie ich 16 Jahre alt war, habe ich sogar meine Mundharmonika genommen. Und wir waren im schwedischen Institut und haben Weihnachten und Chanukka zusammen gefeiert. Und also in dieser Atmosphäre war das Interreligiöse, habe ich gekannt. Und ich muss auch sagen, die englischen Soldaten in der Mandatszeit waren besonders nett zu Kindern. Also zu allen Kindern, ohne Unterschied? Ohne Unterschied, zu Kindern als solche. Wir durften Schokolade bei ihnen kaufen in der Nafi, wenn es so der Wagen kam, wo die Soldaten sich Sachen kaufen durften wir uns auch an die Schokolade kaufen. Wir konnten mit ihnen auch sogar reden. Und besonders wenn ein Sperr war und man konnte nicht raus und man konnte die Kinder nicht immer zu Hause halten, konnten wir dann immer von einem Hof in den anderen springen, hatten unsere Stöcke und konnten richtig Soldaten spielen. Und da waren echte Panzer vor uns. Also, und wir wussten auch immer, wann die Patrouillen gehen, damit wir sie nicht treffen. Dass die Eltern so ein Vertrauen an uns hatten, das verstehe ich bis heute nicht. Aber wie lange kann man ein Kind zu Hause halten? Ja. Und, oder Bleisoldaten, dass ich mit einem Freund gespielt habe. Und war auch ein Mädchen, die war eine Tochter eines Arztes, der aus Deutschland kam.
und sie mit Tränen, ihr habt immer Kämpfe und ihr schickt mir nicht genug Verletzte. Ich habe in meinem Spital nichts zu tun. Und ich in meinen Formen gesagt, du sollst doch stolz sein, dass wir nicht so viele Verwundete haben. Also das sind solche Erinnerungen von einer Zeit, wo es nicht immer so ruhig war. Aber ein Kind sieht das anders und wenn er auch tüchtige Eltern hat, meine leibliche Mutter war eine Zeichnerin und hat auch die Welt durch ihre positive, karikaturistische Form die Welt irgendwie gesehen. Und lassen Sie mich gerade bei Ihren Eltern bleiben. Ihr Vater, Ihre beiden Elternteile stammen aus Deutschland. Aus München, ja. Aus München. Ihr Vater war Religionswissenschaftler, Religionsphilosoph, ja. hat sich dann später sehr intensiv mit dem christlich-jüdischen Dialog befasst. Ja. Durch wen wurden Sie mehr geprägt? Durch den Vater oder, wie das Klischee es so verlangt, die jüdische Mutter, die da prägender ist? Nein, ich glaube, im religiösen Sinn wurde ich mehr von meinem Vater geprägt. Im humanistischen Sinn, der offene Zugang zu jedem Menschen als Menschen, das ist sehr stark von meiner Mutter. Und was mehr mit der hebräischen Sprache zu tun hat, ist wahrscheinlich mehr von meiner Stiefmutter. Also ich bin ein moderner Mensch, der 2 Mütter hatte. Meine Stiefmutter wird Ende Februar 94 und kam auch als ein Kind nach Palästina. Ihre Eltern sind leider in Auschwitz umgekommen. Die hatten sie noch in Israel besucht und sind noch zurück nach Deutschland gegangen. Können Sie sich vorstellen? Unglaublich. Wie gingen Sie dann als Kind mit diesen Ereignissen um? Sie waren bei der Staatsgründung Israels, waren Sie 12 Jahre alt. Ja. In der Zeit dazwischen ereignete sich der Zweite Weltkrieg Ja. mit der Shoah. Ja. Was haben Sie davon als Kind mitgekriegt? Interessanterweise gab es zu dieser Zeit eine sehr gute Presse für Kinder, Zeitungen für Kinder. Und die habe ich genau gelesen. Und wir haben irgendwie von diesen Sachen gewusst. Aber wissen Sie, die Leute in Israel, es hat gedauert, bis sie gemerkt haben, was eigentlich in Europa passiert. Und wir hatten unsere eigenen Probleme im Land Israel. Und also wir wussten davon, wir haben auch immer wieder Soldaten gesehen, ob es australische Soldaten waren, indische Soldaten, also aus Indien. Und natürlich die englischen und die schottischen hatten wir besonders gern mit ihren Röcken und mit dem Dudelsack. Die waren besonders attraktiv. Und also es ist eine hochinteressante Zeit und natürlich die verschiedenen arabischen Gruppen, die es auch gab. Und da gab es oft Reibereien zwischen Juden und Araber. Oder mal geschossen oder Steine geworfen, Tomaten geworfen. Wenn man zur Westermauer ging, wurde man manchmal mit Tomaten beworfen. Das war nicht immer so angenehm. Die Präsenz von Militärs in der Region, die Sie jetzt beschrieben haben, hat das dazu geführt, dass Sie selbst einfach in die israelische Armee eingetreten sind? Oder kostete Sie das Überwindung? Nein, es kostet mich eine Überwindung. Ich hatte einen Briefwechsel mit einem, wie sagt man, jemand, der nicht bereit ist, zum Krieg zu gehen. Ein Kriegsdienstverweigerer? Dienstverweigerer, genau, mit einem Dienstverweigerer, Nathan Chofschi, von einem Kibbutz. Und das hat mich nicht überzeugt. Warum hat das mich nicht überzeugt? Weil ich stand als Ehrengarde an der Tafel im Gymnasium, wo jedes Jahr wieder 1 oder 2 neue Namen von Schülern kamen, die umgekommen sind. Und ich sah die Eltern zu einer Feier kamen, wo man die Soldaten erwähnt hat, eine Trauerfeier. Ich sah so die Eltern an und habe gesagt, habe ich eigentlich das Recht, nicht zu dienen, besser im Gefängnis zu sitzen, wenn meine anderen Schulkameraden im Militär sind. Und das hat mich dazu gebracht, dann ins Militär zu gehen. Ich wollte eigentlich mit Hunden zu tun haben, aber kam in dem Tank, also in dem Panzerwehr. Ja, und ich habe das Panzerwehr sehr gern, weil im Panzer sind genug Plätze da für Bücher mitzunehmen. Und das hat mir in allen Kriegen und im Reservedienst immer wieder geholfen. Sie haben in mehreren Interviews schon bereits erwähnt, dass Sie ganz spezifische Erlebnisse hatten in
Ihren Kriegseinsätzen, die Sie dann letztlich auch dazu gebracht haben, diese Dialoghaltung einzunehmen. Was waren das für Ereignisse? Ja, das war in einem der Kriegen. Das war im Sinai, in einem Ort, das heißt Abu Agela. Das war eine große Basis der Ägypter und wir haben das gestürmt. Und da kamen plötzlich Soldaten zu mir und sagten, hier ist ein Offizier, der liegt im Bunker und der möchte gerne jemanden treffen. Und niemand konnte Arabisch oder Englisch. Und da bin ich hingegangen und er lag da. Da habe ich gesagt, I'm very sorry to see you in this situation. Da schaut er mich so an und sagt, wissen Sie, es hätte auch umgekehrt sein können. Sie hätten hier liegen können und ich würde stehen. Er sagt, you're absolutely right. Sie haben vollkommen recht. Dann hat er mir eine Frage gestellt. Hat Sie jemand gefragt, ob Sie wirklich hier in Abu Agela sein wollen, um die Zeit, wo wir uns jetzt treffen? Sag ich, wenn Sie mich so fragen, nein. Habe ich ihn so, hat jemand Sie gefragt? Nein, sagte, sehen Sie, unser Leben wird von Politikern geleitet, die gar nicht mal miteinander sprechen. Und schauen Sie, was die Situation ist. Das hat mich sehr geprägt. Das war das eine. Und das zweite war, bevor wir eine andere Position gestürmt haben, sind wir auf einen Hügel rauf und ich sah plötzlich 2 Hände mit einem Ehering. Hab mir gedacht, mein liebes bisschen, auf mich wartet Familie zu Hause und ich sehe das. Auf den, wo nur noch die Hände da sind mit dem Ehering, warten auch mehrere Leute. Die wissen es noch nicht, ich weiß es schon. Und am Ende, was habe ich gelernt? Man sitzt miteinander und man spricht. Also wenn einer mehr Tote hat und der andere weniger, wer ist dann der Sieger? Es kommen Leute um auf beiden Seiten. Und man spricht dann immer miteinander. Die Frage ist, haben wir nicht manchmal zu viel Freiheit, als wir wirklich wollen als Menschen? Sagen Sie mir die Antwort. Ihr Nachname bedeutet, glaube ich, Sohn der Freiheit, der Name, Sohn der Ihr Vater gewählt hat. Gewählt hat, ja, genau. Und dieser Ausdruck kommt auch in ein Büchlein, das man zu Ostern, zu Pesach, zum Pesachabend liest, heißt Haggadah. Da heißt es, dieses Jahr sind wir Knechte, nächstes Jahr sind wir Bnei Chorin, Söhne der Freiheit. Und mein Vater nahm das als Pseudonym und es wurde auch dann unser Familienname. Ich glaube, wir müssen lernen, wie mit Freiheit umzugehen. Ich glaube gerade, dass die monotheistischen Religionen, wenn wir sie nicht so eng fundamentalistisch nehmen, sondern ihnen mehr ermöglichen zu sehen, wie sie sich historisch entwickelt haben, die können den Menschen lehren, wie mit Freiheit umzugehen. Ich weiß, dass viele Kriege im Namen der Religion geführt worden sind, aber auch sehr viel über der ganze Wunsch und Traum des Friedens geht zurück zu den jüdischen Propheten in der hebräischen Bibel, im Tanach. Also diese Vision von einem Weltfrieden, das dann im Christentum und auch im Islam, im Christentum als Kommende des Messias oder Islam Yaum el-Din und der Tag danach. Die Auferstehung. Die Auferstehung, genau. Also diese Vorstellungen sind da. Nur sind oft Leute so an die Fundamente gebunden, dass sie das nicht als Quellen benutzen, wo sie dann weiter auch von sich entwickeln. Ich glaube, Gott hat uns genug Vernunft gegeben, um auch die eigene Religion, die immer unter Offenbarung kommt, aber sie geht durch den Sieb des Menschen, die Subjektivität des Menschen. Und wenn ich bereit bin, durch wissenschaftlichen Arbeiten zuzugeben, wo die Subjektivität ist, kann ich auch zu der Hauptsache kommen. Und schließlich und endlich, glaube ich, sind wir alle Co-Partner des Schöpfers. Nicht nur wir brauchen Gott, Gott braucht auch uns. Dafür sind wir auf dieser Erde. Was man jetzt in neuen Erden finden wird, was dort ihr Ziel ist, wissen Sie, ich habe genug Probleme mit uns hier. Sie verstehen sich als liberaler Rabbiner. Sie plädieren für ein liberales Judentum, ja, sagen aber, das liberale Judentum ist in Israel beispielsweise nicht anerkannt. Vom Staat nicht anerkannt. Was bedeutet das für Sie konkret? Dürfen Sie in Israel nicht als Rabbiner lehren? Lehren darf ich doch. Es gibt die Freiheit des Sprechens. Aber ich kann keine Hochzeiten führen, die dann vom Staat anerkannt sind. Oft im Friedhof kann ich nicht aktiv mitmachen, nur wenn das Begräbnis zu Ende ist. Und der Rabbiner ist keine
Der liberale Rabbiner wird nicht als Autorität angesehen vom Staat. Wie ist denn das? Was für Ehen gelten als nicht möglich, sie zu schließen? Sind das Zum Beispiel zwischen Mischehen? einem Juden und Nichtjuden. Es gibt keine Zivilehe in Israel. Also die zivil heiraten wollen, gehen nach Zypern oder gehen nach Europa oder kommen in die Schweiz. Sind Sie denn befugt, jetzt hier in der Schweiz eine Ehe zu schließen? Ja, aber der Staat anerkennt nur die Ehen, die Zivilehen. Ja, die Zeremonie als solche ist nicht erkannt. In England ist es umgekehrt. In England kann man oder zivil oder religiös heiraten. Sind beide vom Staat anerkannt. Eine Frage, also eine Schlüsselfrage, die sich in allen Religionsgemeinschaften stellt und sozusagen der Prüfstein der Liberalität ist auch die Frage, welche Position Frauen einnehmen, nicht nur im Alltag und in der Gesellschaft, sondern auch bei der Frage, welche religiösen Ämter sie übernehmen dürfen. Wie ist da Ihre Position? Darf es aus Ihrer Sicht Rabbinerinnen geben? Nicht nur dafür, ich habe sogar in einem Rabbinerseminar gelehrt, in den letzten 6 Jahren in Berlin, im Abraham-Geiger-Kolleg, wo wir Rabbiner und Rabbinerinnen gelehrt haben und ordiniert haben und auch Kantoren und Kantorinnen. Also ich gehöre da ganz klar zu einer liberalen Position, wo die Gleichberechtigkeit ist nicht nur, weil es mir angenehmer ist, es heißt schon im Genesis, im ersten Kapitel, dass Gott Mann und Frau sie geschaffen hat. Also Zachar und Nekeva, männlich, ein Mann und ein Weib, also eine Frau. Und dazu geht es zurück. Aber wie ich Ihnen vorhin sagte, Religion ist auch immer beeinflusst von Zeit und Raum, in der sie sich entwickelt. Und die Spannung zwischen Männern und Frauen ist eine lange Geschichte in der Geschichte der Menschheit. Und das zu überwinden, wir sind immer noch im Prozess der Aufklärung. Und wissen Sie, was für mich interessant ist? Dass sogar Männer und Frauen in ihrer 30er, die ich treffe, viel konservativer sind als ich. Das ist ein Phänomen, das ist ein Phänomen. Zum Beispiel, ich saß mit einer Gruppe von Leuten und da hat mir jemand gesagt, Herr Rabbiner, Sie meinen, Sie sind liberal, ich bin viel liberaler. Als habe ich gesagt, sind Sie verheiratet? Ja. Habt ihr ein Bankkonto? Ja. Wer darf es unterschreiben? Natürlich nur ich. Aber meine Frau weiß, sie kann alles bekommen, was sie will. Da haben Sie die Antwort. Ja, das ist so tief in unserer Seele, und diese Spannung kommt auch natürlich in der Bibel vor. Und erst postbiblisch wird es liberaler. Und jetzt, in den letzten 200 Jahren, sind wir wirklich in einem Prozess von einer Revolution im Judentum. Und wenn ich sage Judentum, nicht im engen religiösen Sinn, sondern als eine Zivilisation, in der die Religion eine sehr wichtige Rolle hat. Aber nicht jeder, der Jude ist ein gläubiger Jude. Aber wer jüdisch leben will, muss einen Teil der Tradition halten, auch wenn es für ihn nur eine Kultur ist. Stichwort Kultur. Lassen Sie uns noch einen Schritt weiter in Ihrer Biografie gehen. Ja. Zwischen 2009 und 2015 haben Sie als Rabbiner in Berlin amtiert. Ja. Wie wichtig war es Ihnen, dass Sie zurück zu Ihren deutschen Wurzeln gehen konnten oder in dem Land als Rabbiner wirken konnten, aus dem Ihr Vater oder Ihre Eltern vertrieben wurden? Das ist eine gute Frage, die Sie mir stellen. Ich glaube, psychologisch hat das mich innerlich irgendwie beruhigt und war sogar eine, wie soll ich sagen, eine bestimmte Befriedigung da, wo ich auch merkte, dass ich vielleicht meinen Vater ein bisschen nachahme. Sie müssen wissen, ich habe Deutsch eigentlich nie gelernt. Ich wurde zweisprachig erzogen und so habe ich die deutsche Sprache erworben. Also wie ich immer so gerne sage, sie ist mehr als verständlich, aber sie ist nicht immer ganz druckreif. Und plötzlich in diesem Milieu, obwohl es Berlin war und nicht München, das hat mich innerlich irgendwie eine neue innere Balance gebracht, weil in Israel, ich bin sehr von Israel geprägt, aber das deutsche Element in mir, das deutsch-jüdische Element, ist viel mehr dann zum Ausdruck gekommen durch die 13 Jahre in Zürich und dann die 6 Jahre in Berlin. Also Sie waren in Zürich bei der Or Hadash. Und dann sind Sie nach Berlin und jetzt in St. Gallen. Und jetzt in St. Gallen.
Sie sind seit über 50 Jahren verheiratet. Sie haben 55. Wunderbar. Ja. Sie haben 2 Söhne und Ja. schon 5 Enkel. Ja. Was haben Sie denen als Teil der deutschen Kultur mitgegeben? Oh, aus der deutschen Kultur haben sie nichts bekommen. Weil meine Frau kommt aus Philadelphia, aus Amerika. Und da haben sie mehr die amerikanische Kultur mitbekommen. Wir sprechen auch sehr viel Englisch zu Hause. Das Deutsche ist mehr mit mir geblieben. Und unsere Söhne und Schwiegertöchter sprechen kein Deutsch. Also Wo leben Ihre Kinder und Enkelkinder in heute? Israel. Der ältere Sohn in Tel Aviv und der jüngere in Haifa. Der ältere Sohn ist ein Rechtsanwalt und ist ein Atheist, der sich sehr gut im Judentum sich auskennt. Und wenn er im Gerichtshof arbeitet und sieht, dass der Richter ein Käppchen anhat, dann zitiert er mehr Quellen, traditionelle Quellen. Wenn er ohne Käppchen ist, dann benutzt er ein anderes Eyebrow Hebrew. Wie kommen Sie denn als Vater und Rabbiner damit zurecht, dass einer Ihrer Söhne Atheist ist? Ich glaube, das ist sein gutes Recht. Die Frage ist, wie kommt er damit? Es ist uns klar, dass wir als Eltern sehr starke Figuren sind, weil wir beide sehr im öffentlichen Leben sehr aktiv sind. Meine Frau hat auch gelehrt und meine Frau ist die Tochter eines Rabbiners, sie ist die Schwester eines Rabbiners, sie ist die Mutter eines Rabbiners und sie ist die Frau eines Rabbiners. Also meine Kollegen haben ziemlich Angst vor ihr. Man kann das eigentlich nicht noch steigern. Man kann es nicht steigern, nein. Und schauen Sie, dass Eltern gerne sehen, dass die Kinder irgendwie die Tradition weiterführen. Wir haben dieselben Werte. Das ja, das haben wir. Aber unser Sohn ist bewusst Atheist. Persönlich liebe ich sie Atheisten, weil die wirklich mit Gott ringen. Die anderen, die so sicher sind und eine direkte Linie haben zu Gott, da beneide ich sie ein bisschen. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich kann von mir nur behaupten, dass ich das starke Gefühl habe, einen Kontakt zu haben mit dem Schöpfer. Und ich suche immer wieder, ein Gleichgewicht zu stellen zwischen Schöpfer, Schöpfung und Erschaffenen. In diesem Triangle, wie sagt man, in diesem Dreieck. In diesem Dreieck versuche ich zu leben. Und ich glaube auch sehr an das Zyklushafte im Leben und auch nach dem Leben. Also auch Seelenwanderung. Ja, weniger an der Auferstehung und mehr an der Seelenwanderung. Aber das ist schon meine subjektive Form. Aber ich anerkenne, dass andere ihre Subjektivität haben. Ich suche auch nicht die Objektivität. Ich glaube, das ist eine gefährliche westliche Illusion. Also Sie glauben nicht an den Begriff der objektiven Wahrheit? Nein, auch nicht in der, was ist objektive Wahrheit? Sehen Sie, das hört sich sehr schön an. Kann ich überhaupt objektiv sein? Weil wenn ich schon ein Verhältnis zu der Materie habe, ist schon eine Subjektivität da. Auch in der Naturwissenschaft. Der Naturwissenschaftler, der etwas untersucht, hängt so an seiner Untersuchung, weil er ein Gefühl zu dieser Materie hat. Und darum ändern sich auch immer wieder die Theorien. Das ist doch das Schöne. Wie stark prägt Sie jetzt diese Haltung in Dialogsituationen? Ich selbst komme auch aus dem interreligiösen Dialog seit 25 Jahren und ich mache oft die Erfahrung, dass im islamisch-jüdischen Dialog der Dialog so lange gut geht, bis dann die Gretchenfrage nach dem Verhältnis zum Staat Israel auftaucht und dann ist der Dialog quasi am Ende. Ja. Aber eigentlich möchte man ihn ja doch weiterführen. Ja. Welchen Ratschlag, welchen Impuls können Sie geben, dass dieses politische Thema nicht sozusagen zum Zentrum des Dialoges zwischen Muslimen und Juden und auch inzwischen mit Christen wird? Ich war jetzt vor kurzem in Ungarn, war eingeladen von The House of Wonders, ein Projekt in Berlin, wo Synagoge, Kirche und Moschee unter einem Dach sind. Und die wollten etwas mehr hören, wie dieses Projekt angefangen hat. Und das war so schön, mal mit Moslems zusammen zu sein, die über Israel kaum gesprochen haben. Also man kann auch diese Erfahrung machen. Belastet denn das Thema Sie persönlich derart, dass Sie froh sind, dass Muslime es nicht aufgreifen? Ist es nicht auch ein bisschen ein Eiertanz, den man macht, dass man sagt, man umschifft sozusagen die heiklen Klippen, aber man weiß, sie sind da?
Nein, ich glaube, es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen. Die Frage ist, wie weit die muslimische Seite die wissenschaftliche, kritische Form, historische Form bereit ist aufzunehmen. Und da habe ich auch manchmal Probleme mit Rabbiner. Also hinsichtlich der islamischen Theologie oder hinsichtlich der islamischen Theologie, hinsichtlich der jüdischen Theologie, hinsichtlich der christlichen Theologie. Was Jesus machte und was wir von ihm behaupten, ist nicht immer dasselbe. Und ich glaube, das stimmt für alle drei Religionen. Jetzt ist die Frage, wie weit projizieren wir? Ich glaube, wir projizieren alle. Bin ich bereit, das zuzugeben? Ich bin sofort bereit, das zuzugeben. Und was mich im Dialog mir wichtig ist, sind zwei Sachen. How does the mind of the other tick? Sehr gut gerade für die Schweiz, für Uhren. Wie tickt der andere? Wie tickt der andere? Wie arbeitet sein Kopf? Wie denkt er? Was ist für Sinn in Werte, die so wichtig sind? Und ich hoffe, dass ich ihn so ernst nehme, wie ich will, dass er mich ernst nimmt. Das wäre das Erste. Also zum Beispiel, wie ich mit einem moslemischen Imam saß aus Marokko und er mir erklären wollte, dass die ersten Araber die Kanaaniter waren und dass die im Heiligen Land noch vor die Juden dort waren. So wie Sie jetzt ein bisschen lächeln, habe ich auch gelächelt. Und die anderen Leute, die saßen und das hörten, dachten, oh, jetzt werden wir hier einen Zusammenstoß haben. Ich habe gesagt, das ist eine interessante Interpretation der Geschichte. Warum ist das Ihnen so wichtig, plötzlich die Kanaaniter als Araber darzustellen? Das Islam fängt doch eigentlich im 7. Jahrhundert. Und gut, da kam eine bestimmte Emotion. Wissen Sie, im Dialog muss man auch manchmal lernen zu schweigen und zuzuhören. Die höchste Stufe des Dialogs ist für mich, wenn man miteinander auch über seine eigenen Schwächen sprechen kann. Und da habe ich einen christlichen Freund, einen Jesuiten, und mit dem komme ich so weit. Und wenn der eine Messe leitet, kann ich mitbeten. Wäre das Ihr Ratschlag an die jüngere Generation, also meine Generation, aber auch schon bereits die nächste Generation, öfter mal zu schweigen und zuzuhören? Ich glaube, das ist wichtig in jeder Partnerschaft. Das hat nicht nur mit Religion zu tun. Aber je mehr diese Stille da ist durch den anderen, dann kann auch die Inspiration kommen. Ob sie göttlich ist oder nur von mir, lassen wir das offen. Ein bisschen Mysterium darf doch noch da sein. Ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Rabbiner Ben-Chorin, für dieses Gespräch. Danke. Vor 2 Wochen verstarb in Zürich 82-jährig Al Imfeld. Als katholischer Priester in Afrika wurde er zu einem der bedeutendsten Vermittler zwischen afrikanischen und europäischen Lebenswelten und eine prägende Figur für das Engagement der Schweiz auf dem afrikanischen Kontinent. Aus Anlass seines Todes zeigen wir Ihnen nun den Film aus dem Jahr 2014, Al Imfeld, Priester, Journalist und Freigeist.